Teilnehmer aus 20 Nationen sind dabei und einige von ihnen haben sich auf den Weg gemacht. Die sind gestartet in Österreich, in den Niederlanden und auch in Dänemark. Das heißt, ein Stafettenritt aus 3 Himmelsrichtungen hat stattgefunden, der in den letzten Wochen kreuz und quer durch Deutschland geführt hat und hier nun zum Brandenburger Tor als Schlussetappe führt. Liebe Gäste, meine Damen und Herren, schauen Sie mal, ein einmalig schönes Bild. Die Islandpferde, unsere so treuen Partner in 4- oder 5-Gangarten hier am Brandenburger Tor. Schön, dass Sie alle bei uns sind. Thank you for coming. Here are the Icelandic horses at the World Championships in 2013. Welcome to the Brandenburg Gates. Hier sind auch unsere Freunde aus Island, der Präsident des isländischen Verbandes, Haraldur Guðmundsson, der Präsident der FIVE, dort ist Jens Iversen. Da sehen wir bei uns die Weitenreiterin, die Zuchtleiterin der FIVE, Marliese Grimsig dort. Landsmutschefrichter Sören Ivarsson, IPZV-Präsident Karin Zixheim und der kommende FIVE-Präsident Gunnar Sturluson. Willkommen! Alle in Berlin zusammengekommen mit den ganzen wunderbaren Gangarten, Trabschritt, Galopp, Benzin, Tritt kommt dazu und auch Rennpass. Auch das bieten wir Ihnen im Pferdesportpark Karlshorst. Von heute bis nächsten Sonntag mit Reitern aus 20 Nationen. Und die treffen sich hier in der deutschen Hauptstadt Berlin. Wir haben hier Reiter vom Alter von, ich glaube, 16 Jahre bis 78. Willi Esser, meine Damen und Herren, 78 und immer noch taktklar. Hallo Willi. Kommen Sie. Glorious day after serving the people of Iceland for more than 1,000 years, bringing farmers across mountains and valleys. Energetic, high-spirited Icelandic horse has now finally come to the Brandenburg Gate. Hat dieses Brandenburger Tor noch nicht erlebt und wir freuen uns, dass die Weltmeisterschaft der Islandpferde zum ersten Mal in Berlin zu Gast ist. Herzlich willkommen. Wir freuen uns alle sehr auf die nächsten Tage, wo ein hervorragender Sport betrieben werden kann. Ich freue mich, dass so viele begeisterte Stafettenreiterinnen und Stafettenreiter von so weit hergekommen sind. Ich glaube, über 3000 Kilometer sind zurückgelegt worden in den letzten 40 Tagen. Man hat natürlich traditionell den Start gehabt in Österreich, wo die letzte Weltmeisterschaft stattgefunden hat, aber wir begrüßen auch
natürlich die Reiterinnen und Reiter aus den Niederlanden und aus Dänemark und aus allen Teilen Europas und der Welt, die heute hierher gekommen sind. Wir wollen das Islandpferd den Menschen näher bringen. Wir wollen möglichst vielen Menschen zeigen, was man mit Islandpferden machen kann und wie man sich für sie begeistern kann. Herr regierender Bürgermeister, leider in diesem Jahr nicht selber mit dabei sein können. Viele Grüße von allen dänischen Ortsvereinen. Von Freizeitreitern und Islandpferdefreunden unterschiedlichster Nationalitäten wurde sie Ende Juni von St. Radegund, Österreich aus, dem WM-Austragungsort 2011, quer durch Bayern, Tschechien, Thüringen, Sachsen und Brandenburg bis nach Berlin geleitet. Ganze 38 Etappen wurden von engagierten Stafettenreitern mit ihren Islandpferden absolviert. Auf ihrer Strecke haben sie ihre Begeisterung für den Partner Islandpferd in viele Orte und Herzen getragen und aufgezeigt, dass unser Sport über alle Grenzen hinweg verbindet. so, und jetzt, meine Damen und Herren, sehen Sie hier die Stafette, wie sie den Ritt nach Berlin gemacht hat, wie sie jetzt hier in den Händen angekommen ist von dem Präsidenten unseres Ursprungslandes dieser Pferderasse, Herrn Ole Börlager Grimson, bei dem regierenden Bürgermeister von Berlin, Herrn Klaus Wowereit, und beim Vizepräsidenten des Deutschen Islandpferdeverbandes, Herrn Peter Nagel. Und meine Damen und Herren, ich darf Sie dann bitten, an diesem historischen Ort, jetzt auch diesen beiden Ländern, Island und Deutschland, noch einmal gesondert die Ehre zu erweisen. Hier zunächst die Nationalhymne des Ursprungslandes unserer Pferde, die Nationalhymne Islands. Ganz herzlichen Dank an alle, die mitgemacht haben und auch an alle Gastgeber auf dem Weg dieser Staffette, alle, die sich so wunderbar engagiert haben für dieses tolle Projekt. Vielen herzlichen Dank. Thank you to everybody who's participated, coming from the Netherlands, from Denmark, and from Austria. Have a safe trip back, and see you this afternoon at 3 o'clock in the arena in Kotswitz. Ha ha ha.